Kennst du das Gefühl, Angst zu haben? Zum Beispiel Angst vor der Mathearbeit? Oder davor, dass deine Mitschüler dich doof finden, dich hänseln, auslachen oder sogar ausgrenzen? So, dass du gar nicht mehr gern in die Schule gehst oder dich nicht mehr hintraust? Kennst du das Gefühl? Als mein Angstschwein das erste Mal auftauchte, war es noch ganz klein. Dann ist es aber immer größer geworden. Und das Angstschwein hat mich verfolgt. Selbst in der Schule hat es mir keine Ruhe gelassen. Vorlesen tue ich gar nicht gern. Und ganz schlimm wird es, wenn ich an die Tafel muss. Dabei hat das Angstschwein regelmäßig aus der letzten Reihe gespottet: Das kannst du ja sowieso nicht. Und schon habe ich angefangen zu stottern. Aber singen, das mag ich sehr. Das kann ich gut. Das liebe ich. Denn ich vergesse alle und alles um mich herum, wenn ich singe. Doch wieder hat sich das Angstschwein aus der letzten Reihe gemeldet. Was hast du bloß für hässliche Schuhe an? Und diese hässlichen Socken? Die traust du dich wirklich zu zeigen? Und dieser karierte Rock? Pfui! So spottete es immerfort. Warum haben die anderen Kinder bloß gelacht? Ich singe doch gut. Seit diesem Tag wollte ich nicht mehr singen. Ich fühlte mich in der Schule nicht mehr wohl. Ich glaube, ich bin krank. Kann ich morgen nicht zu Hause bleiben? Das Angstschwein wurde größer und größer. Wie gut du lügen kannst, hat das Schwein spöttisch gelacht. Sogar deine Eltern lügst du an. In der Pause haben mir Tamara, Jessica und Jenny aufgelauert. Sing uns doch noch mal das schöne Lied vor, haben sie höhnisch gerufen und mich herumgeschubst. Dabei ist mir mein Pausenbrot runtergefallen. Sie haben nur gelacht. Im Unterricht saß ich weinend auf der Schulbank und die Lehrerin hat mich gefragt: Was ist denn mit dir los? Und plötzlich sind alle still gewesen und haben zu mir hergesehen. Und sie sagte zu mir: Bist du traurig, dass du noch nicht ganz flüssig lesen kannst? Das wird schon noch, wir üben das. Und sie tröstete mich. Die anderen Kinder haben zu mir herübergesehen und gekichert. Nach der Schule wollte ich nur nach Hause gehen,
als Richard und Max mich verfolgten. Ich rannte weg und sie johlten: Hopp, 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 Pferdchen, lauf, Galopp! Ich bin lange gerannt und habe kaum noch Luft gekriegt. Dann habe ich sie gesehen. Sie hat im Gras gesessen und etwas betrachtet. Mich hat sie gar nicht bemerkt. Ich bin stehen geblieben und habe ihr zugesehen. Da hat sie mich auf einmal angeblickt und gesagt: Das hier ist Victoria. Und sie hat mir die Schnecke hingehalten. Wie süß sie war. Als ich sie anfassen wollte, zog sie sich erschrocken in ihr Haus zurück. Ach, sie braucht Zeit. Du musst dich ihr langsam nähern. Sie erschreckt sich sonst. Ich habe mich zu ihr gesetzt und ich spürte, alles war gut. Aber plötzlich sind Richard und Max aufgetaucht. Sie haben zu mir hinübergerufen: Angsthase, Pfeffernase! Und spotteten über mich. Ich wurde immer ängstlicher. Und auch mein Angstschwein war wieder da und wurde immer größer. Das Mädchen mit den Zöpfen wurde wütend. Da hat sie einen Apfel aus der Tasche gezogen, ist aufgesprungen, lief los und warf ihn einfach mit voller Wucht auf beide Jungen. Ja! Sie hauen ab? Ja! Jetzt haben wir unsere Ruhe, sagt sie. Sie ist sehr mutig. Als sie sich umdrehten, war das Schneckenglas weg. Sie haben es überall gesucht, aber sie konnten es nicht finden. Traurig machten sie sich auf den Heimweg. Da merkten sie, dass sie denselben Weg haben. Morgen würden wir zusammen zur Schule gehen. Mit ihr fühlte ich mich sicherer. Als wir am nächsten Tag ihr Klassenzimmer betraten, stand auf der Fensterbank das Schneckenglas. Es war randvoll mit Cola. Das Mädchen mit den Zöpfen starrte betroffen darauf. Wer tut so etwas Grausames? Dann haben wir gemerkt, dass Andi, Max und Richard uns von hinten beobachteten. Halt doch, haben sie gerufen und gemein gelacht. Warum habt ihr das getan? Habe ich plötzlich voller Wut gebrüllt. Hört auf zu lachen! Das Angstschwein fragte ganz verdutzt: Was ist los? Hast du etwa keine Angst? Das Angstschwein wurde größer und immer größer. Oh, ich kochte vor Wut.
Voller Wut schob ich mir das Angstschwein aus dem Weg. Vielleicht werden mich die anderen jetzt noch mehr ärgern. Aber das ist mir egal. Ich werde mich wehren. Mein Angstschwein lässt sich nur noch selten blicken. Aber Angstschweine verschwinden nicht. Sie verstecken sich vielleicht oder werden kleiner. Gib genau Acht. Mit Angstschweinen musst du den richtigen Umgang finden. Und es ist ganz einfach. Du solltest es süß finden, lieb haben und knuddeln. Auch wenn es sich dagegen sträubt. Du musst es einfach gut festhalten, auch wenn es noch so zappelt. Glaubst du, dass es mich eines Tages besiegen kann? Nein, denn ich werde es an mich drücken und so die Macht über das Angstschwein gewinnen. Ich werde einfach lachen. Jeder von uns kennt sie auch, diese Angstschweine. Angstschweine können mächtig, besitzergreifend, gigantisch und furchteinflößend werden, bis wir denken, sie seien stärker. Das stimmt nicht. Ihr kommt dagegen an. Wenn du mal einen weniger mutigen Tag hast, dann such dir einen Menschen, der an deiner Seite steht und dir hilft. Mit dem du gemeinsam mutig sein kannst. Das wird das Angstschwein ins Wanken bringen. Wichtig ist, mutig zu sein. Du schaffst das. Kennst du die unaufhaltsamen 5? Sie sind mitten unter uns. Jeder hat sie. Du, ich, er, sie, wir alle. Niemand kann sie aufhalten. Niemand kann sie kontrollieren. Die unaufhaltsamen 5 lauern überall. Am Nordpol und in der Wüste. In der Stadt, zu Hause und in der Fremde. Sogar auf dem Mond. Überall. Und sie sind überall. Rund um die Uhr. Egal ob Sonne oder Regen, ob Tag oder Nacht. Doch, ich bin mir ganz sicher, du kennst sie auch. Auch jetzt, wo du dieses Buch liest, können sie jederzeit auftauchen. Die 5 wohnen nämlich hier. Im Körper, in dir drin. Dort tun sie, wann sie wollen und was sie wollen. Sie sind einfach unaufhaltsam. Ihre Namen lauten Professor Hatschi, der Gan-Man, Fräulein Hicks, der Rülps, die kleine Pupswolke.
eine Sache gibt es, die Ihnen keine Ruhe lässt. Die Frage, wer von Ihnen wohl am unaufhaltsamsten von allen sein mag. Und so wetteifern alle 5. Ich bin die Nummer 1, absolut spitze, der Beste. Nein, ich bin viel, viel besser. Der andere sagt, ich komme viel gewaltiger als ihr. Oh nein, ich bin es, ich. So zanken sie weiter, ohne schlussendlich zu wissen, wer denn jetzt der Beste sei. Rülps sagt, ich bin der Beste, absolute Spitze, die Nummer 1. Ich bin der unaufhaltsamste. Er streicht sich zufrieden über seinen Bauch. Dann steigt ein Rülpser auf und er rülpst laut und deutlich, um seine Macht zu unterstreichen. Er tunkt eine Stange mit einem schweren Ring in den blubbernden Magensee und pustet mit aller Macht hinein. Eine große, zähe Blase steigt wild irgendwo zwischen Mund und Speiseröhre auf, um dann hoch oben mit einem lauten zu zerplatzen. Ha, seht ihr? Ich bin es. Ich bin der Unaufhaltsamste. Die kleine Pupswolke ruft: Ach was, Rülps, das ist doch noch gar nichts. Lacht und dann saust sie ungeduldig durch den Darm. Sie murmelt zu sich: Ich werde noch mächtiger sein. Kommt weiter, ruft sie den anderen zu, die ihr verwundert folgen. Sie schleppt eine verbeulte Tuba herbei und wirft ein paar faule Eier hinein. Dann holt sie tief Luft und prustet mit voller Kraft, bis es im ganzen Darm fürchterlich brummt und dröhnt. Macht es. Gleichzeitig breitet sich ein so entsetzlicher Gestank aus, dass sogar Fräulein Hix vor Schreck aufhört zu hicksen. Na, hab ich es euch nicht gesagt? Ich bin die Stärkste. Fräulein Hix wohnt gleich um die Ecke. Genau hier, zwischen Magen und Rippenbogen. Sie zieht ihre Stiefelchen aus, spannt das Zwerchfell auf beiden Seiten richtig fest, stellt sich darauf und hüpft schwungvoll auf und ab. Was genau passiert, wenn sie wieder aufkommt, erkläre ich euch. Sie zurrt das Zwerchfell fest und springt energisch darauf. In diesem Moment bebt das Zwerchfell und Hix, 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 Hix. Und dann ist eine Unterhaltung, ja sogar ein einzelner Satz ohne Hix-Unterbrechung, nicht mehr möglich. Dann klettert sie die Treppe wieder herunter und ordnet ihr Haar und sagt: Na, habt ihr gesehen, wie kräftig ich gesprungen bin? Ich bin die Stärkste. Rülps? Gern, man.
und die kleine Pupswolke sehen tief beeindruckt aus. Nur Professor Hatschi nicht. Er drängelt weiterzugehen, Richtung Nase. Schon wieder niest Professor Hatschi, einmal laut. Mit einem Taschentuch wischt er sich die Nase und tupft über seine Stirn. Dann streckt er sich. »Liebe Kollegen, liebe Freunde, liebe Anwesende«, beginnt er. »Ich möchte darauf hinweisen, dass die Sauberkeit der Nase stets von allergrößter Wichtigkeit ist. Eine Niese aufzuhalten ist deshalb absolut ausgeschlossen. Verstand ist hier gefragt. Verstand!« Wie? Ich werde es Ihnen zeigen. Er greift zu einem großen Staubwedel und beginnt in der gesamten Nase damit herumzufeudeln. Ertönt es vielstimmig allerorts und eine Wolke steigt auf. Rülps, Fräulein Hicks und Ganman verschwinden in einer großen Staubwolke. Professor Hatschi tastet sich triumphierend heraus. »So niesen wie ich kann keiner. Ich bin ohne jede Frage der Unaufhaltsamste. Die Wissenschaft liefert die Belege dazu. Ich bin der Beste.« Aber Moment mal, fehlt da nicht noch jemand? Es sind doch 5 Unaufhaltsame. Da fragen sich die 4 Unaufhaltsamen. Und was ist mit Ganman? Sie schauen ihn auffordernd an. Ja, was ist mit dir? Ganman lächelt siegessicher und steigt die Treppe zum Hals empor. Dort geht er zu seiner Hängematte, die er zwischen den Wänden aufgespannt hat. Er gähnt herzhaft und legt sich hinein. Er reibt sich müde die Augen, reckt und streckt sich und schaukelt dann in seiner Hängematte hin und her, bis die Wände wackeln. Da sagt Ganman: »Wenn ich gähne, stecke ich immer alle an. Das kann keiner aufhalten.« Die anderen blicken ungläubig, aber da muss er auch schon wieder gähnen und steckt alle damit an. Gerade wollen sie so etwas sagen wie »so ein Quatsch« und sich weiter unterhalten. Aber dazu kommen sie nicht mehr, denn schon muss Professor Hatschi gähnen und auch Fräulein Hicks. Selbst der Rülps und sogar die kleine Pupswolke lassen sich anstecken. Alle lassen sich anstecken. Und keiner kann etwas dagegen tun. Niemand kann es aufhalten. Auch du würdest nun am liebsten deinen Mund weit öffnen und herzhaft gähnen. Stimmt's? Und so vergessen die unaufhaltsamen 5 alle Streitigkeiten und Unstimmigkeiten und schlafen alle zufrieden ein. Möglicherweise träumt der ein oder andere davon, eines fernen Tages doch noch den Wettstreit zu gewinnen. Aber wir wissen, dass das Unsinn ist. Wir haben bereits gesehen, dass sie alle gleich stark sind. Natürlich. Niemand kann sie aufhalten. Jeder von ihnen ist anders, besonders und auf seine Weise unaufhaltsam. Und das ist auch gut so. Nicht wahr?
Ach, Quatsch. Was für ein blödsinniges Ende. Und was für ein blödsinniges Buch. Da stimmt ja nur die Hälfte. Mich gibt's auch. Und wenn ich meine Säge raushole, dann... Da vibriert es in den Köpfen. Kennt ihr mich nicht? Ihr hasst mich. Ihr haltet euch die Ohren zu, aber ich säge weiter, unaufhaltsam. So wie in diesem Buch. Da hat man mich ja auch verschlafen. Aber du weißt jetzt Bescheid. Es gibt keine unaufhaltsamen 5, sondern 6. Die unaufhaltsamen 6. So, aber jetzt muss ich weitersägen. Mach's gut. Nun weißt du also, was es mit den Unaufhaltsamen in deinem Körper auf sich hat. Und du wirst sie sicher auch spüren können. Wusstet ihr eigentlich, dass es früher ganz normal war, nach einem Getränk zu rülpsen? Ganz ohne Hemmungen, auch zu pupsen. Man dachte sogar, dass man mit Fürzen Teufel verjagen könnte. So dachte man damals. Tja, so ändern sich die Zeiten. Heute ist das ganz anders. Bis bald. Tschüss. Nee, nochmal.